Servus, Glück auf und herzlich willkommen zu einem weiteren FC Bayern Talk. Leute, die Auslosung hat es ergeben, wir spielen gegen Celtic Glasgow und nicht gegen Manchester City. Was auf den ersten Blick erstmal wahrscheinlich sehr gut ist für uns. Ja. Ist natürlich auf dem Papier der leichtere Gegner mit Celtic, gerade zu Hause. Auswärts natürlich ein besonderes Spiel. Ich bin sehr gespannt. Ich kann zu Celtic nichts sagen. Ich habe nichts von Celtic diese Saison gesehen. Wir schauen uns mal die Ergebnisse an, die Celtic so erzielt hat bisher, würde ich sagen. Fangen wir mal an. Müssen wir natürlich mal raussuchen hier. 4:2 bei Aston Villa verloren. Das hört sich ja jetzt nicht so an, als wenn die so defensivmäßig unterwegs wären. Am 7. Spieltag 1:0 zu Hause gegen Young Boys Bern gewonnen. Das ist jetzt nicht die große Kunst. Am 6. Spieltag 0:0 in Zagreb. 1:1 gegen Brügge zu Hause. Ja, gut. Also, wenn wir die Ergebnisse sehen, dann musst du sagen, musst du weghauen, Alter. Sorry. 3:1 zu Hause gegen Leipzig. Ja, Leipzig in der Champions League. Kannst du auch nicht wirklich. 0:0 bei Atalanta. Ist jetzt auch nicht so schlecht. 7:1 bei Dortmund verloren. Und ein 5:1 gegen Slovan Bratislava, wo wir nur 3:1 geschafft haben. Gut. Haben wir also mal die Ergebnisse von Celtic Glasgow in der Champions League. Also wie man sieht, sehr durchwachsen, mal derbe aufs Maul gekriegt, aber auch ein paar sehr gute Ergebnisse erzielt. Champions League, es ist viel Tagesform, viel Momentum abhängig, denke ich. Wir haben es gesehen in Rotterdam. Wenn wir unsere Chancen haben und sie nicht machen, wird das auch Celtic bestrafen. Haben wir gerade gesehen, die sind auch in der Lage, Tore zu erzielen. Ansonsten, wenn man den groben Schnitt nimmt, ist das natürlich eine Mannschaft, die nicht auf unserem Niveau sein dürfte und die du schlagen musst. Ganz einfache Kiste. Ja, da gibt es eigentlich nichts drüber zu deuteln. Du musst weiterkommen. Das ist ein Los, was du easy peasy nehmen musst. Da gibt es keine zwei Meinungen. Natürlich darf man den Gegner nicht unterschätzen. Du musst deine Leistung bringen. Aber ja, das ist natürlich ein Los im Gegensatz zu Manchester City, was sehr gut zu bespielen ist. Ja. Ich denke, da brauchen wir nicht drüber reden. Wir sind der klare Favorit, da weiterzukommen. Nochmal, man darf den ganzen Bums auch nicht unterschätzen. Ja. Wir waren auch gegen Feyenoord Rotterdam der klare Favorit. Die würde ich ungefähr auf ein Level sehen, die beiden Mannschaften. Die haben auch ungefähr die gleichen Punkte. Celtic hat 12 geholt, Feyenoord 13. Celtic hat 13 zu 14 Tore, Feyenoord 18 zu 21. Also das ist schon ein Level. Es gibt keine Ausreden heute. Wir können 3 Kreuze machen. Wir können froh sein, dass es nicht Manchester City geworden ist. Ich denke, das können wir festhalten. Gegen Celtic musst du weiterkommen. Alles andere wäre eine Schmach. Fertig. Auch wenn es mit Sicherheit kein leichtes Auswärtsspiel werden wird. Da brauchen wir auch nicht drüber rumreden. Aber du musst, wenn du deine Qualitäten auf dem Feld bekommst, musst du weitergehen in der Champions League. Ja. Haben wir Glück gehabt, auf jeden Fall. Ja, ich denke, das trifft es ganz gut. Und in diesem Sinne, haut mir gerne eure Meinung zu dem Los raus. Auf dem Papier eine klare Nummer. Müssen das Hinspiel mal abwarten, aber ich glaube nicht, dass du jetzt in Celtic 13:0 verlierst oder was. Ja. Selbst wenn du da irgendwie unglücklichen Unentschieden holst oder weil du wieder das Tor nicht triffst, irgendwie mit einem Torunterschied verlierst oder sowas, solltest du im Rückspiel jederzeit in der Lage sein, das Spiel mit 2 Toren Unterschied zu gewinnen. Also, ja. Das sollte jetzt nicht das Thema sein. Meine persönliche Meinung, vielleicht täusche ich mich auch, wir werden es sehen. Wir werden sehen, wohin der Trend geht beim FC Bayern, aber ich denke, mit dem Los können wir uns nicht beschweren. Ja, da haben wir aus der Situation noch das Beste rausgeholt, denke ich. Also, in diesem Sinne, das ist meine kurze 2 Cents zu der Auslosung zu Celtic Glasgow.
Und in diesem Sinne, Leute, rot-weiße Grüße gehen raus. Habt ein schönes Wochenende. Haut rein. Bis dann. Tschüssi.